Kommt raus, ein Notenständer und ein Mikrofon werden installiert. Wir empfangen jetzt einen Freund der Messinezzo, der seit vielen, vielen Jahren fester Bestandteil unseres Programms ist. Ihr kennt ihn alle. Er hat einen schwarzen Hut an, die Gitarre um den Hals und sein rotes Jacket. Wir freuen uns auf George Seitz. Hallo! Oh, sind ihr so gut drauf hier? Sind ihr gut drauf? Ah, ist ja kein Wunder, wenn der Peter Müller sein Äppelborder Charme versprüht, sind die Masse nicht mehr zur Halle, ne? Wow, aber jetzt muss ich euch sagen, wenn ihr beim Peter Müller etwas werden wollt, dann müsst ihr einen ganz speziellen Test bestehen. Da müsst ihr einen ganz bestimmten Äppelborder Satz fehlerfrei in Äppelborder Platt schwätzen. Und dieser Satz heißt, ein breites Pferd tritt ein breites Brett breit. Welche, wie man da in Äppelborder dazu sagt. Ein breit Pferd tritt ein breit Brett breit. Und deshalb wird der Peter Müller im ganzen Saarland nur noch der Brad Pitt genannt. Und der Brad Pitt, der hat es eben gemerkt, der hat überhaupt keine Angst, ne? Der hat jetzt zu der ganzen Schwarzgeldaffäre eindeutig Stellung bezogen. Oh, der holt kein Blatt vor den Mund. Der sagt, was er denkt. Und wenn es Sinn muss, dann singt er das sogar. I was born in Apple. I'm a real Apple born. Ich bin der Chef über 1 Million Deppen, doch bald packt mich der Zorn. Weil der blöde Helmut Dudus alles versauen, der gehört doch ingesperrt hinter einen Großen. Okay, jetzt hat er's gerafft. Ihr Leute, wir brauchen dann eine riesen Menge von dem Maschendrahtzaun. Und die Saarstahl AG muss neue Produktionsstätte bauen. Jeden Tag ein neuer Skandal, kannst keiner mittrauen. Und einer um einer, der wandert dann hinter der. Ja, und alle Maschendrahtzaun in the morning. Late all night, a Maschendrahtzaun in the evening. Makes you feel alright. Der Kohl, der Kant, der Schäuble und der Koch vielleicht dann auch. Die können dann Erbsen zählen unter dem Große. Nee, Knallerbse, Strauch, hier Knallerbse. Ja. Ja, das ist Brad Pitt und sein einsamer Kampf gegen die Knallerbse in der CDU. Wow. Ey, und der Brad Pitt, der hatte dem Helmut Kohl genau gesagt, was er vom halt. Der Kohl ist morgens wach vor, guckt's Fenster raus. Und auf dem Parkplatz liegt frischer Schnee, hat irgend so ein Saftsack ganz groß in den Schnee gepinkelt. Kohl muss weg. War der Kohl so stinkig, hat sofort sein alter Spezi Diebken angerufen. Der hat's LKA auf den Fall angesetzt, die sollte den Täter finden. Nur 2 Tage ruft der Diebken an und sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Also erst die gut, sagt der Kohl. Sagt der Diebken, Urinuntersuchungen haben eindeutig ergeben, die Spur führt runter ins Saarland zu dem jungen Wilde, dem Brad Pitt, der war's gewesen. Und jetzt die schlechte Nachricht. Sagt der Diebken, unsere Recherche haben weiterhin ergeben, die Handschrift ist eindeutig die von der Angela Merkel. Ja. So ist er, unser Brad Pitt. Ah. Immer voll Rotz am Schafe, immer für Saarland, fährt der unermüdlich in der ganzen Weltgeschichte hin und her. Eine Weltstadt jagt die andere. Telei, Tolai, Tokio. Und er hat's geschafft. Er pusht das Saarland zum Aufsteigerland hoch. Wow. Und die Uniklinik Homburg, die wird jetzt zum größten Organspendezentrum der Welt ausgebaut. Ja, kannst dich komplett runterneuern lassen, ne? Kopf, Arsch, Lever, Hirn, was das Herz begehrt. Hauptsache, du hast nötige Kleingeld dazu, ne? Ey, und der erste Prominente, der sich jetzt dafür interessiert hat, das war aus Russland, Boris Jelzin. Gut, der wusste zunächst nicht, soll er sich die Lever oder das Hirn austauschen lassen. Aber Boris ist zusammen mit Brad Pitt gegangen durch Homburg. Neurologie, hat sich die ganze Gehirnskaste angeguckt. Der Professor war dabei und hat ihnen mal alles so erklärt, so das Angebot. Da kriegst du jedes Gehirn, jede Preisklasse. Da kriegst du dann, sagen wir mal so, Berschmanns Gehirn 8.000 Mark. Ja? Professorengehirn 50.000 Mark. Lehrergehirn kriegst du schon für 250 Mark.
Und in einem Raum, da waren die ganzen Gehirne mit schwarzen Tüchern abgedeckt. Das waren die Politikergehirne, die dürfen nämlich die Spender nicht zeigen, ne? Ja. Es war Wahnsinn. Wow. Und der Boris Jelzin, Boris konnte sich nicht so entscheiden, hat gefragt, habe ich nichts Besonderes hier? Sagt der Professor, kommen Sie, Moment, ich zeige Ihnen mal was ganz Besonderes. Da sind die in einen Raum gekommen, da war der Boris platt. Da konnte er nur noch sagen, was da hatte du denn da? Da stand Mitte im Raum ein Glaskasten, eine Glasvitrine, beleuchtet von wunderschönem Licht. Ihre Musik im Hintergrund und da drin lag ein Gehirn, ihr Leute, so schön, so frisch. Der Boris konnte nur noch froh, was kostet Hirn? Sagt der Professor, 500.000 Mark. Warum so teuer? Sagt der Professor, das ist das Gehirn von einem Pelzer. Warum ist das Gehirn von Pelzer so teuer? Wissen Sie, sagt der Professor, das ist ja so gut wie nei, das war noch nie in Gebrauch gewesen. Ja. Okay, Herr Pelzer. Ich erzähle kein Pelzerwitze. Nee. Ich sage immer, die Pelzer sind nicht bläder wie die Saarländer. Es gibt noch viel mehr davon, ne? Ja. Hey, wenn ihr Pelzerwitze hören wollt oder lesen wollt, geht doch ins Internet. Ja, www.schorsteitz.de. Genau noch Pelzerwitze finden, ne? Ihr seid doch alle im Internet, ihr seid doch online, oder? Ja, online, offline, das Wort holt doch heutzutage jeder in den Mund. Ich war gestern im Wald, sagte Förster zu mir, hol es den Hund online los und gefälligst nicht offline rumlaufen, ne? Aber das Internet, es ist wirklich klasse. Du kannst dich ja mit jedem auf der ganzen Welt verbinden, kriegst du Kontakt, das ist wunderbar. Per E-Mail, im Saarland sagt man nämlich, ich mail mich, da sagt man, ich mail mich, ne? Du kannst sogar über E-Mail erotische Kontakte aufnehmen. Das sagen wir im Saarland, aber nur mehr Knäpscher dazu. Ja. Hat noch nie was von Mausklick gehört. Ha. Aber passen auf, zu viel mehr Knäpscher müssen dabei stehen. Ne? Das kannst du auch gleich virtuell im Internet erledigen. Ne? Halleluja Software Sacramento macht's möglich. Das ist klasse. Da drückst du nur entsprechend der 10 Gebote F1 bis F10. Ne? Bei Todsünde sicher Alt aus, drückst du Alt F1 bis F10. Ja, da brauchst du nicht mehr im Winter dich in die eiskalte Bank oder im Beichtstuhl zu knien. So stellst du dir eine Bank daheim vor der PC, kniest dich auf die Bank und das ist Homebanking. Ja, das ist wunderbar mit dem Internet, ihr Leute. Das müssen wir probieren. Das ist klasse. Für die Absolution drückst du Escape, wenn das nicht reicht, dann Druck auf Reset-Beerdigung im Internet. Ne? Kannst ja noch ein Fegefeuer als Bildschirmschoner installieren, ihr Leute. Ihr müsst ins Internet, weil nämlich das Internet mittlerweile unsere gesamte saarländische Kultur präsentiert. Unter anderem als MP3-Song, natürlich auch unser Kultsong aus dem Saarland. Das hat bisher jeder Künstler, der was auf sich hat, in sein Repertoire, in sein Programm genommen. Wir kennen es alle gar. Wenn man so manchmal denkt zurück, wie mir noch wahre klein, als Buhe großer Galgenstrick, als Mädchen nie allein. Was haben wir da nicht angestellt, die Bube und die Mäd? Der Fritz, der Schorsch, der Christian, es ist es Kat, es Gret. Ja, man hat gespielt, am liebsten nur im Dreck. Wie geht's weiter? Meine Kasche, Kehre, Ripsche, Dipsche weg. Ja, man hat gespielt, am liebsten nur im Dreck. Ja, ihr kennt uns alle, wunderbar. Ja Leute, jeder Star auf der Welt hat es in seinem Programm. Die Bee Gees, die singen es auch. Wir haben gespielt am liebsten nur im Dreck. Ihr kennt doch alle die Bee Gees. Haben gemacht wie die Schäfchen, ne? Die haben das sogar dreistimmig gemacht. Stay in alive. Und die Saarländer gesagt, oh, das ist ja Saturday Night in Vonderheit. Und die Bee Gees, die haben das gesungen, wahnsinnig schön. Spiel mit mir in Track of Massachusetts. Ripsche, Dipsche weg, I must go home. Ach, die Gruppe Aqua war vor 3 Jahren erfolgreich in der Hitparade mit mir angespielt, am liebsten nur im Dreck, ihr kennt es alle.
I'm a puppy's girl in a puppy's world. Spielen Trackchen, Kasche, Keller, Wäckchen. I'm a puppy's girl in a puppy's world. In a meiner Kasche, Keller, Rübsche, Dipsche, Wäckchen. Oh, come on, Barbie, spiel im Track. Ha, ha. Ja, ihr leicht, ihr klare gar nicht, wie viele Stars dieses Lied im Repertoire haben. Aus dem Saarland kommt ein Mann. Der hat letztes Jahr aus mir gespielt, am liebsten am Dreck, den Sommerhit des Jahres gemacht. Der Hit vorgestern beinahe noch der Grammy davor gekriegt. Ihr kennt ihn alle. Er heißt Bäcker Louis, ist der Bruder von Bäcker Heinz. Bäcker Heinz kennt er, ne? Geh fort. Aber der Bäcker Louis hat ein Lied gemacht aus der Zeit, wo sie klein waren und im Wald gespielt haben. Und da musstest du als Mutprobe eine Handvoll dürres Lab in die Pfeife stoppen und das Rare, ne? Schon gemacht, Pitt? Ne? Schmeckt ekelhaft. Muss furchtbar kotzen, aber wir haben schon die Bande aufgenommen, ne? Ha. Aus der Zeit hat der Bäcker Louis ein Lied gemacht. Und das heißt Mama no more Pfeif. Und hier ist er, der Bäcker Louis genannt, Lou Bega, mit mir gespielt am liebsten nur im Dreck und alle. Ladies and Gentlemen, Mama no more Pfeif. Woo! 1, 2, 3, 4, 5, everybody in Saarland, come on, let's strike to the Klickerzeit. Von mir nach fahre kleiner, the boys are geil, die strikte Girls are nie alleine. We speed them track like we had last week. Eine Menge Kasche, Kehre, Ripsche, Dipsche, weg. I like Angela, Pamela, Liz, Cut, Drake. Was haben wir denn alles angestellt, die Bube und die Mäd? Wir haben gespielt, am liebsten nur im Track. Und das sind wir nicht mehr weg. A little bit of Monica in the bunch, a little bit of Erika in the match, a little bit of Liz of Cut of Drake, a bit von Molotov aus Danit, a little bit of Tina, here I am, a little bit of Sandra, the Fish in die Flamme, a little bit of Jessica, ole, mit der wir gespielt haben, liebsten neuen Dreck. Wow! Mamo Lomo, Pie! Woo! Wir haben gespielt am liebsten nur im Track. Ole! Woo! Bäcker Louis! Genannt Lou Bega! Mit seinem Welthit, wir haben gespielt am liebsten nur im Dreck. Aber, liebe Freunde, ihr glaubt es nicht, die Mir sind nicht so, hat weder Kosten noch Mühen gescheut. Auch einen der größten amerikanischen Superstars heute Abend hier in die Saarlandhalle zu holen. Es ist ein Mann, ihr kennt ihn alle an seiner Handbewegung. Ha! Genau, es ist Michael Jackson, die kleine Drecksau ist heute Abend hier. Oh, ihr habt gar keine Probleme mit der Handbewegung, hä? Oh, wir Saarländer sowieso nicht, ne? Im Gegenteil, die anderen haben immer Probleme mit unserer Handbewegungen, ne? Ja, typisch saarländische Handbewegung, die immer in der ganzen Welt missverstanden wird. Mag ich nicht so, ne? Da ist ja nichts dabei, sich die Suppe ein bisschen scharf zu machen. Oder wir haben im Nordsaarland eine friedliebende Gemeinde. Die wurde wegen ihrer Friedfertigkeit Piesbach genannt. Die haben in den 70er Jahren das Peace-Zeichen erfunden. Das sind die Pelzer Bs-Wort, die haben gemeint, das wäre zweimal so, ne? Also. Hey. Machen wir noch einen Test. Da weiß ich, Michael Jackson kann singen hier. Wenn ich mit dem linken Arm so wedel, was ist das? Das linke Ohr vom Elefant. Wenn ich mit dem rechten Arm so wedel, was ist das? Genau, das rechte Ohr vom Elefant. Da brauchst du euch der Rüssel, jetzt nimm ich sie Zeilen, ne? Okay, ihr seid bereit für Michael Jackson mit Wir haben gespielt am liebsten nur im Dreck. Wenn man zurückdenkt, mir war es so klein, als Bube ein geiler Strick, als Mädel nie allein. Was haben wir nicht angestellt? Die Bube, die Mäd, der Fritz, der Christian, es Lissie, es Kat, es Great. Wir haben gespielt am liebsten. Immer nur im Track. Und wo der Track am dicksten war, da sind wir nicht mehr weg.
Thank you, I love you, goodbye! Ciao! Ja, liebe Freunde, seit vielen, vielen Jahren bei uns in der Messinitzer aus unserem Programm nicht mehr wegzudenken. George Seitz!